Dat leven van Menno Simons. Dat Gode aan de Tijdgeschicht besteht daran, dat hij nicht ändert, wann ook alles rum ons und die Vergänglichkeit gebunden ist, auch wir ahnen, ohne zu weiten, wohin. Unsere Augen worden gefangen und die Fenstern, wat sich in unsere Zeit optaunen, die uns mit ihr Angebot locken und das vollkommene Glück versprechen, von wie zum Beispiel das Waschmittel Ariel oder andere Produkte in ein Park kaufen mit ein neues Bild. Viele Menschen glauben diese Versprechungen. Sie gehen an die Stürchen dieser Welt näher und verlassen die Ware und fallen glücklich über dort, sich ihre Träume erfüllen. Zum dann bald antworten, dass ihr Traum all alt geworden ist und dass sie sich wat nicht besorgen müssen, vollkommen glücklich zu sein. Aber die Geschichte von der vergangenen Zeit verspricht nicht, und der Antrag nicht, weil es all durch ist. Sei es nicht die Gegenwart und auch nicht die Zukunft. Sei es Vergangenheit. Sei es gut so, als sie ist. Sogar wenn dort auch noch ein Streben gibt, die scheiner fertigstellen, und die Ideologie oder Art von Denken, die von dir herrscht, anzupassen. Aber wenn wir uns die Mühe merken, ob vergangen und fastet Gestalt anzugehen, dort nicht einmal unsere verlorene Zeit ändern kann, dann können wir bald verstehen, dass die Zeitgeschichte nicht bloß eine Sammlung von Dingen ist, die durch passiert worden sind. Aber du sind lebende Menschen mit ihren Ansichten und Gefühlen, mit ihren Vorstellungen, Problemen und Vollkommen. Und diese Menschen streben verken viel doller nur ein Ziel und werden bedeutender als die Menschen von dieser Zeit, wo wir zugehören. Die Menschen von der haben sich vielmal noch nicht gefunden. Sie siegen, sie ändern sich und sie rennen noch an die Unsicherheit. Aber die Menschen von der Geschichte sind all zu ihr eingekommen. Der Filmband von ihr Leben ist aufgerannt. Und wir weiten all, wo dort aufgeschlossen hat. Die Menschen können all nichts ändern oder verbessern. Einer kann die nu noch von allen Seiten aufmerksam beobachten, an bedenken, meten und so weiter. Dort gibt nu aber noch eine Not. Manche Sachen von der Geschichte fehlt dort an Licht. Uns, die von deutschen Menschen, ist dort nicht gegangen, alles zu weiten über die Menschen von der Vergangenheit. Wir können über ihr Leben bloß so viel an sich kriegen, als was an die Schriften von ihren Zeitgenossen nur zu lesen geht. Und dort sogar nicht sehr viel. Da kommen uns dann Selbstverständnis, Vorstellungen und verlehrt worden zu help. Aber wo euch sind diese Dinge? Die sind euer unsicher als sicher. Meistens waren hol wie bloß uns wahre gegeben von Geschichtenschreiber. Und es steht, dass wir uns selbst bemühen, ein echtes Bild zu merken über die Menschen von der Vergangenheit. Über viele Personen von der Geschichte weit wie sehr viel. Martin Luther zum Beispiel hat über sich und über die Menschen aus seiner Zeit viel geschrieben. Daher weit wie nicht bloß, wo er denken deit, wo er reden und kämpfen deit, aber auch was er sehr gleich zum Mittag zu essen. Dort gibt aber auch Menschen, die Gesellschaft schlecht bekannt ist, aber die an der Geschichte von der Gemeinde eine Spür von Serien hinterlassen haben. Verken werden dort so eine Streiter für Jesus Christus, die meist nicht bemerkt worden, die sich am Schatten von ihren Meister abhielten. Zu dieser Stelle Menschen, die Leser von der meist nicht bekannt sind, gehört Menno Simons, der Führer von der friedlichen Taubgesinnten, nur dem eine ganze Glaubensbewegung benannt worden ist, die Mennoniten.
Die Mennoniten sind bekannt als Vertreter von der radikale protestantische Bewegung, als friedliche Menschen und als Nachfolger von der wahren Däuper. Aber über Menno Simons weiten die wenigste Wort. Dort vollkommene Werk von den Brockhaus, dort mit der Überschrift absolut alles verkauft wird, dort den Schatzmeister Karl, den Großen, und den Dichter Smarkand chant, der in sein ganzes Leben mit 2 Lehrer gedicht hat, fängt keinen Platz für eine Beschreibung von Menno Simons, dort auch noch seine Namen erwähnen wird. Und wer von den Gläubigen wird durch ab ihren Glauben sind gedeupt worden, kennt wird über sein Leben. Und dabei sind sie über die jährliche Orven von Menno Simons. Wils heu wir der Janja, die dort Deuperbewehren einen biblischen Grund gegeben hat, wann er auch nicht am Anfang von der Deuperbewehren stund. Über diesen Mann kann einer nicht mit der Sprache von Philosophie und Theologie reden, dort muss die Bibel Sprache sein, da er läuft in alle Tag durch los. Er lebt nur die Bibel. Seine Briefe und viele von seinen Schriften sind so mit Bibelversen gefüllt, dass einer den Eindruck kriegt, dass er die Bibel mit seinen eigenen Worten nur vertalen wird. Deswegen, weil wir nur an die Zeitgeschichte angehen, bat die römische und byzantinische wundervolle Dinge vorbei, wir wollen die Eid von den wahrhaftigen Bibelforscher absiegen. Wir wollen uns dort, was an jener Zeit passiert ist, nicht nur eine elektronische Digital-Bildermaschine beseinen, aber einfach nur die biblischen Schriften von den Christen, was gelebt haben. Wils die Deuper, oder so sie sich selbst nannten, Brüder, kann einer nicht verstehen, wenn einer die gleichstellen will mit sozialistischen Revolutionären, die für eine goldene Zeit kämpfen. Denken und reden kein mit biblischen Grundlehren, so dass einer an einzig nur die Ansicht von dem biblischen Text beseinen kann. Also mit dem Neuen Testament an der Hand, checken wir nu an das 16. Jahrhundert an der Provinz Friesland.